Es wird so richtig spannend hier bei Fire Emblem Three Houses. Wir sind im, wie soll ich sagen, Kapitelkampf, wenn man so will. Es sieht soweit auch gut aus. Mir fehlt bloß noch eine Truhe, da weiß er, dass er jetzt hier rein muss mit Petra. Also Petra, schnell Teleport von da zu da und dann hier und dann geht es hier runter und ist sie hier bei der Truhe. Und im Idealfall kommt es noch schnell genug hier hin, um den Ritter des Todes noch irgendwie das Icon abzunehmen. Das wäre noch ganz geil. Hat noch 8 Züge, okay. Und ich darf hier mit meinen Truppen nicht alle killen aus dem Boss, weil sonst ist das Kapitel ja vorbei. Das wäre ein bisschen scheiße. So, deswegen Petra, schnell Teleport. Ich bin gerade im Weg hier. So, und einer dieser Wege hier. Ah, wir können es eigentlich testen, wa? Diese Teleport-Dinger müssen alle irgendwo hinführen. Die Frage ist bloß genau, wohin, wa? Okay, ist eben noch so, da ist irgendwie nichts Besonderes mehr. Kann natürlich jetzt mit ihm schnell hier hin und Sammeln machen. Dann kriegt man noch ein bisschen mehr. Genau. So, jetzt greift er an, kann keinen Schaden machen. Und Linha kann wunderbar seinen Bogen trainieren. Okay, Raphael, testen wir uns mal ganz kurz. Wo führen diese Teleporter hin? Oh, krass, bist du schon hier? Sind echt alle so aufgebaut? Also meinen sie nicht irgendwie total kuriose Teleporter, sie haben eine gewisse Logik. Aber schaffen Peter noch hier hin, bevor alles vorbei ist. Ich weiß nicht so recht, Leute. Könnte knapp werden. Schon mal gucken könnte, er hat den Türschlüssel. Er hat auch einen Türschlüssel, okay. Dann wird Kaspar die Tür aufmachen. Und Michael wird nach, weil er mutig ist und alles mögliche, wird auch voranstürmen. Was, mach jetzt mal schnell platt. Sehr gut. So, er macht also die Tür auf. Michael ist schon mal in Angriffsposition. Ritter des Todes ordentlich eins reinzuwürgen. Vielleicht braucht er ihn auch noch. Dann kommt direkt mal mit. Raphael macht nichts mehr, weil er bringt auch nichts. Er ist zwar eigentlich eine gute Einheit und so, aber ist ja quasi eine Line-Einheit momentan noch, bevor wir ihn rekrutieren können. Insofern kriegt er keine Erfahrungspunkte, nix und natürlich jetzt ein bisschen übel. So, die Truhe. Das Donnerschwert, ja, das ist ja... Das fucking Donnerschwert, ja, leck mich am Arsch. Das Donnerschwert für Dorothea. Oh, hier fehlt der C-Rang noch. Scheiße. Das fucking Donnerschwert. Wir haben in Züge 4. Wird langsam ein bisschen knapp hier. Ah, Vierte schafft das nicht mehr. Also keine Sorge, verlieren wir natürlich nicht, das ist klar, aber... 3 Züge habe ich noch. Nein, sie kommt nicht ganz. Das gibt's doch nicht. Sie kommt nicht ganz im Teleport. Okay, das schaffe ich nicht mehr. Weil sie nur so weit latschen. Ja, wobei, könnte knapp werden. Das warte mal ganz kurz. Also Kaspar kann ich sowieso vergessen. Der geht weg, weil da kann ich so machen. Dass Benedetta irgendwie helfen kann, würde mich auch wundern. Also weg mit dir. Ferdinand, du könntest Michael noch ein bisschen Behendigkeit geben. So. Hubert geht noch hier hin. Da kann sowieso mit Magie noch aushelfen. Dann will ich, dass Dorothea ihn ein bisschen grillt. Jetzt habe ich jetzt noch Zug 24. Scheiße, ich komme nicht mehr runter. Keine vergessen, Freunde, wir schaffen es nicht mehr. Also das Item zu klauen von dem, ich muss jetzt da echt... Okay, wird spannend.
erstmal ganz gechillt gucken. Kann ich dem Ritter des Todes wie auch immer Schaden machen? Ich kann ihn so überfallen, okay. Warum muss der... Ich glaube das nicht, ey. Ich ziehe zwar 22 Schaden, aber der doppelt. Der Mistkerl doppelt. Komm, Sagittae wird ihn grillen. Was, du kommst da ganz runter? Ja, super. Der Typ ist immer noch zu stark. Ja, leck mich doch im Sack. Nein, ich hätte so gerne das Dunkelsiegel gehabt. Oh, scheiße. Mann, er ist ihm noch zu stark. Verdammte Kacke. Ich meine, hier sammeln. Ihr hättet hier Michael ein bisschen mehr Behendigkeit geben können. 8+. Und dann einfach sagen können, weißt du was, hier, Alter, frisst doch. Ich meine, klar kann ich ihm Strategien geben, aber dann macht man prinzipiell viel. Was lustig ist. So killt er mich vielleicht nicht, aber er hat 23% Crit-Chance. Das ist mal ein bisschen viel. Wenn ich hier noch mit Himmelspalten Schwert des Schöpfers auf ihn losgehe, ich ziehe ihn ab. Also ziemlich viel ab, gar kein Thema, aber... Komm, weißt du was, wir machen einen Überfall. Setz eine Strategie ein. Ich muss eh den Kapitel beenden. Da habe ich ihm zumindest noch irgendwie eine Lektion erteilt. Jetzt ist halt die Frage, die sich mir stellt. Kann ich ihn jetzt ganz mal angreifen und dass mich... Der kann natürlich trotzdem kontern. Macht er ganz locker, ist gar kein Problem. Schade, ich hatte so die Hoffnung, können noch irgendwie was machen, irgendwas reißen noch oder so. Gut, Freunde, soll es nicht sein. Eben, ich dachte jetzt so mit Petra dann noch schnell hin und ihm was klauen wäre eine geile Idee, aber ich komme nie mehr runter mit Petra so schnell. Da habe ich ein bisschen unterschätzt, weil ich hätte da vielleicht doch noch ein, zwei Einheiten an den Tonschlüssel mitgeben sollen. Damit das klappt. Ah, Mist. Du wirst vermutlich, du kommst eh nicht runter. Dass sie gar nicht mal so weit kommt. Wundert mich ja vor allem. Wir müssen jetzt hier noch ganz kurz mit sammeln, damit da noch ein bisschen mehr... Ich glaube, ich muss erst mal... Das Problem ist ja auch, ein Schwert der Schöpfung soll so angeblich mächtig sein, aber es macht noch gar nicht so viel Damage, wie ich gerne hätte. Wie die anderen Waffen zum Teil. Gut. Was soll's. Freunde, es war schön, wir haben den Ritter nur angekratzt bisher, aber immerhin schon mal. Wir haben keine Einheit verloren, es war also kein Misserfolg, von dem es einfach nicht ganz so perfekt, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber wir haben das Donnerschwert für Dorothea. Endlich.炎帝ね。また現れるつもりみたいだけど、面倒。フレンたちは無事か。今は二人を連れて早くここを出るぞ。敵も消え失せましたしな。上へ運ぶことにしましょう。Und das alles ohne Edelgard. Ja, Held Michael, dankeschön. Ah, Mist, er hätte es.
Ja, die Idee war gut, da mit Petra in das Siegel abnehmen zu wollen. Nur ich habe es nicht ganz geschafft. Ich habe noch 2 Züge mehr gebraucht, hätte es einfach besser machen müssen, ganz ehrlich. Da haben wir selber ein bisschen Wein gelegt und so. Egal. Hm. 脈拍が弱め、顔色は少し悪いけど貧血かな。命に別状はなさそうだ。フレン、無事に見つかったのね。肝心な時に不在とはな。そこの隠し通路の先にいたのだ。犯人は死神騎士ともう一人。遠征とかいうのがいたが逃げられたよ。フレンの保護が最優先だもの。仕方ないわ。そうよね、先生。 Ja, schon, aber wir haben trotzdem Schurken gern geschnappt. 残念ね。私がもっと早く戻っていれば。 Du hast das lang gebraucht. 保護した2人を医務室へ運びます。先生はセテス殿に報告をお願いしますよ。とにかくフレンが無事でよかった。もう一人が誰なのか気になるけど。今の先生の笑顔よね。嬉しそう。先生のそんな顔初めて見たわ。さあ、セテス殿のもとへ早く。吉報を待ち望んでいるはずよ。 Vermutlich. 改めて礼を言う。おかげでフレンが無事に戻った。どれだけ感謝の言葉を並べても足りない。私にとって君は大恩人だ。 Mein Student hat es nie geschafft. Ja, das stimmt zwar, aber ich bin ja froh, dass es ihr einfach gut geht. ああ、本当に良かった。 Aber warum wurde sie überhaupt entführt? 女神最短の儀で姿を消した仮面の騎士が今回の実行犯、つまり死神騎士だった。そして諸々の状況を踏まえれば、奴の正体はイエリッツァと見て間違いなかろう。さらに炎帝と呼ばれる謎の人物。彼らの真の目的は不明だ。しかし実は私には心当たりがある。おそらく敵の狙いはフレンの血だ。彼女には特別な血が流れている。とても希少で危険な血がな。フレンの血の秘密を知る敵が現れた以上、我々は大修道院を出て身を隠すしか。待ってください、お兄様。フレン、お前なぜここに？まだ安静にしていなければダメではないか。私、嫌です。また人里離れた土地で誰にも会えず寂しく暮らすなんて。ここにとどまればまた襲われるかもしれん。それならば兄と二人つつましくのどかに。ですが、どこかに隠れて暮らしたとしても見つからない保証なんてありませんわ。それなら先生や騎士団の方々がいる大修道院にいた方が安全だと思いますの。それはそうかもしれんが。そうですわ。私を先生の学級の生徒にしてくださらなくって？Ja. 先生もそう思われます？なんて嬉しいのでしょう。こんな先生が近くにいてくだされば、たとえどんな敵が現れても安心できますわ。なるほど、そうかもしれんな。私は立場上これまで君を厳しく評してきた。しかし今は君を頼もしく思っている。どうだろう、フレンのことを頼めないか。 Wüsste nicht, was dagegen spricht. フレンが助かってよかったの。もう一人の小娘はどうなんじゃろうな。あれも
も身なりからして士官学校の生徒のようだったが、何者じゃ？ Vielleicht der Flammenkaiser? Als kompletter Plot-Twist. Da denke ich, der Cerisa, dass er der Flammenkaiser wäre. あなたの学級に協力を頼んで正解でした。マヌエラもフレンも、そしてモニカも順調に回復していると聞いています。Monika? 今回フレンと共に保護されたモニカも士官学校の生徒なのですが、実を言うと彼女は去年の生徒なのだ。ちょうど卒業の時期に行方をくらましてな。そのため大修道院内ではなく治療への期間中に失踪したのだと考えられていた。それがまさかこんな形で発見されるとは。モニカ本人の希望もあり、体力が回復次第本年度のアドラークラッセに復帰させる予定です。犯人が逃走中である以上、この件については引き続き調査と警戒が必要ですが、生徒たちには気持ちを切り替えてもらわねばなりません。来節はいよいよグロンダーズ呪実戦が催されますからな。生徒たちにとっては一生の思い出となる大切な催しです。生徒たちが全力で呪実戦に臨めるよう導いてあげてください。Logisch. 翌節はグロンダーズか。あっちの方には行ったことがなかったな。帝国も西の方じゃゴタゴタしてるが、都のアンバルから東は安定。いや、少し前に貴族の内乱があったか。まあ大した話じゃねえ。Was hast du denn eigentlich so vor, Vater? 任務また任務だ。教団はいつだって人使いが荒い。が、それよりも気になるのは、何者かが俺たちの近くで暗躍してるってことだよ。女神最短の儀以降、ガルグマクの周辺でもそれ以外でも変な連中が目撃されてる。怪しい奴を調べてた騎士が死体で発見されるなんて事件も起こった。ないとは思うが、俺に万一のことがあればこの部屋の中を探ってくれ。棚の裏とかな。お前宛てのものを残しておく。 Vater, bitte. Sag nicht so etwas. 俺だって死ぬつもりは強いほどもねえよ。お前に笑えってのも無理な話だが、せめて真顔はやめ。おい、今笑ったか? Ja, stell dir vor, ab und zu kann ich lächeln. Ab und zu. Oh Mann, Freunde, was für ein Kapitel. Cherise ist aus der Ritter des Todes. Gut. Nehmen wir jetzt mal so hin. 白雲の章、飛竜の説、呪辞師のの。 Also, vermutlich ist das, 天に轟く声で飛竜の群れが鳴き合うと、澄み切った空を裂いて越冬のため南へと去ってゆく。その勇壮な姿を遠く見上げながら、子供たちは冬支度を手伝う。木々に分け入っては薪を集め、川に糸を垂らしては魚を釣り上げて。 Wer ist dann der Flammenkaiser? Wie bereits schon mal erwähnt, ich traue dieser Rea nicht. Aber interessant, dass Cerisa, dann ist er jetzt also weg. Also ich meine, jetzt war er eigentlich auch ein Magister, eine Lehrerakademie. Quasi ein NPC. Das heißt, sie können ja auch mal verschwinden und gar nicht mehr auftauchen. Also sprich, kann auch mal sein, dass plötzlich einer sagt, tschüss, ich bin weg. Das ist natürlich, je nachdem, was wir so vorhaben, ein bisschen eklig. Da muss man ein bisschen aufpassen. 先生、グロンダーズ呪実戦についてはもう大司教殿から聞いているわよね。 Adler gegen Löwen, das wird spannend. そう。なら私が知っていることを今のうちに話しておくわね。グロンダーズ呪実戦は言ってしまえば毎年恒例の大規模な学級対抗戦よ。以前
胎児の節に行った学級対抗戦とは比較できぬほど大規模なものだそうで、開催の舞台はガルグマク南東の帝国領、広大なグロンダーズ平原とのことですな。最も多くの相手を倒した学級が勝利する三つどもえ戦よ。もちろん教師も一緒に戦うことになっているのだけれど、今年はマヌエラ先生が大事をとって参加を見合わせるようでしてね。積年の公敵士が休むなら我が輩もと、ハンネマン先生も参加を見送るそうですよ。Was soll ich denn tun? 気を使わなくていいのよ先生。あなたは生徒と一緒に楽しんでちょうだい。おや、マヌエラ先生、傷の方はもうよろしいので。あなたたちのおかげでね。でも無理をして倒れでもしたらみんなに悪いから。我々は不参加とするよ。だからといって簡単に勝てると思わないでくれたまえ。その通りよ。この数節、私たちも生徒をみっちり鍛えてきたんだもの。Also, wenn ich der einzige Magister wäre? 生徒に教えるべきことは全て教えてある。遠慮は無用。全力で挑んできたまえ。Da habe ich wohl was Falsches gesagt, wa? Alter, man kann das auch wieder verlieren, die Zuneigung, oder beziehungsweise den Support. Das ist auch nicht schlecht. Ich hätte damit mal so gar nicht gerechnet, wa? Hochzeitsgerüchte, was? Was für Hochzeitsgerüchte? Überall. WTF. Okay, ein Seminar abhalten. Ne, haben wir sowieso schon. Ihr hätte eher gesagt, erkunden. Oder haben wir mit Kampf noch? Nebenquests. Ah, das sind jetzt die ich schon mal erwähnt hatte, wa? Ach so, Hochzeitsgerüchte. Okay, verstehe. Ja, ich hatte doch mal erwähnt, dass je nachdem, welche Charaktere wir bereits dabei haben im Team und ob wir bereits eine Verbindung zu ihnen aufgebaut haben, dass dann zu einer Sidequest kommen kann. Und das ist eben die eine, die ich da von der gehört habe. Hochzeitsgerüchte ist wohl die mit Dorothea. Also mit Dorothea schon mindestens Rang C haben im Support, können wir da die Quest machen. Sehr gut. Machen doch das auch bei Gelegenheit. Erstmal, wie gewohnt, hier erstmal gucken. Haben wir hier, ne, immer der gleiche Scheiß. Keine Silberwaffen, nix. Finde ich leicht enttäuschend. Nehmen noch bloß Mittelstufensiegel, okay. Warte mal, wir haben noch, verkaufen noch ein bisschen was. Goldbeutel. Besser als nix. Ah, Flink ist bereits im Team dabei. Okay, gut. Sie ist Priesterin mit einer Übungslanze. Eine Priester mit der Übungslanze. Okay, sie ist auch selten. Lass mal ganz kurz hier noch gucken. Immer noch nichts Neues mit Michael zu. Gut, Edelgard wäre jetzt ein bisschen schwierig gewesen, da gebe ich jetzt zu. Bei zum Beispiel hier zu Dorothea. Ich dachte jetzt vielleicht, gut, jetzt bin ich schon auf C. Raphael vielleicht ein bisschen besser drauf und so. Naja. Okay, müssen wir noch ein bisschen gedulden. Hier hätten wir dann bereits B. Hier geht es ein bisschen schnell voran. Vielleicht erstmal einfach wirklich sagen, Türschlüssel ablegen, fertig. Seht ihr die Dinger noch? Okay, dann können wir auch lagern. Schlüssel auch lang, brauchen wir sicher irgendwann mal noch. Was ist jetzt der eigentlich? Bewegungsfähigkeit, hä? Die Frage ist halt, wem geben? Jemand, der nicht irgendwie in der Front ist und deswegen das gut gebrauchen kann, zum Beispiel Doppeln. Dorothea doppelt eigentlich relativ gut. Ich hätte gesagt, ich gebe es mal Linhard. Weil irgendwie doppelt der mir noch nicht so häufig, wie ich es gerne hätte. Hier.
Stimmt, Flame, aber dann vergessen, die ist jetzt auch im Team. Oh, das ist schon ein paar Magie-Dinger, wa? Kann sie eigentlich so? Heilung, Weißmagie heilen. Ah, jetzt haben wir schon eine Heilerin, okay. Alter Magie. Resistenz 19, ja, leck mich doch. Hoho. Ist nämlich nur leicht übertrieben. Gut, sie ist schon eine Mittelstufe, okay. Glaube. Ah, Vernunft könnte ich ein bisschen leveln für die Secret-Fähigkeit, aber sonst hätte ich auch gesagt, lassen wir auf Glaube, oder? Passt doch soweit. Gut, wenn wir das also erst später machen, was machen wir dann noch? Eigentlich nichts mehr, wa? Patsch oder vorbei? Ja, geht schnell, Freunde, geht schnell. Ah, können wir eigentlich Examen gucken. Oberstufe, das ist vermutlich bald soweit, war bei Michael. Aber auch erst ein Oberstufen-Dingsbums da. Da ist noch was. Ja, bei ihm würde ich halt echt gern hier auf einen Dunkelmagen mit einem Dunkelsiegel. Heißt, ich muss noch ein bisschen warten, wa? Also der scheiß Totenkopfritter kommt garantiert wieder. Und dann machen wir ihn einfach platt. Oder? Jo. Die sind schon sonst schon soweit. Kasper fehlt noch, aber erstmal Linhard. Kasper bin ich eh nicht so sicher, was das so eine gute Idee ist und so. So. Dann haben wir jetzt mit Flame und Linhard zwei Priester im Team. Jo, gerne. Okay, gefällt mir. Dann nochmal ganz kurz Marktplatz, Bataillonsgilde, die müssen wir dann noch irgendwie wieder herstellen. Anheuern eigentlich nicht, weil die irgendwie damit was anfangen können, haben schon. Aber ihr stimmt, da wäre noch eine Option. Tue nicht, wenn es mit Magie angreift. Der physische Angriff, ja, mit dem Donnerschwert. Ja, da bringt das mit dem Magieangriff aber nichts. Das heißt, ihr müsst irgendwie eher auf Gruppenmagie Feuer gehen, dafür braucht sie Rang D. Okay. Ach ja, stimmt. Ich hab doch beinahe jetzt vergessen. Warte mal ganz kurz. Wieder so viel zu tun, so viel zu tun. Einmal kaufen bitte für den Kasper unter uns. Donnerschwert. Ja, nehmen kann ich trotzdem mal. Jetzt muss ich einfach gucken, dass ich bei ihr halt noch ein bisschen trainiere. In das der Blitz gefahren ist. Man kann es auch so sagen. Ist voller elektrischer Energie. Jo, Reichweite 1 bis 2. Ja, eben halt der C-Waffentyp. Und kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Dozentenrang wieder relativ hoch. Das gefällt mir immer besser. Examen. Lieber Kasper. Was kannst du eigentlich? Warte, du musst unbedingt etwas machen. Faustkämpfer. Der trotzdem mit der Axt umgehen kann. Oder Bandit. Hat er gesagt, du machst echt einen Faustkämpfer. Und wenn ein Raphael mal irgendwann kommt, dann mache ich ihn ja sowieso zum... haben wir den überhaupt hier? Zum Ritter. So, komm. Er soll Faustkämpfer werden. Ich habe sowieso ursprünglich mal von wegen, hey, trainieren nur noch die Fäuste, nicht mehr die Axt. Das könnte man dann bei Gelegenheit auch mal machen, aber momentan passt es eigentlich so. So. Freunde, das Team wird immer geiler. Kann sagen, was du willst, wir sind einfach halt... Wir sind einfach sackstark. Oder? Also ich meine, das Team, wenn du mal ein bisschen anguckst und so... Ah, warte mal. Habe ich bei mir noch irgendwie eine Fähigkeit gehabt? Fertigkeit. Vorbildlicher Anführer, genau, da war ja was. Verdoppelt die erhaltene Bataillonserfahrungsdinger. Vielleicht dafür der raus, weil der kommt eigentlich sowieso zu selten zum Einsatz. Leider viel zu selten zum Einsatz. Okay, komm. Mach es mal so. Sonst haben wir nichts Neues. Ah. Kann nicht doppelt so häufig angewendet werden. Jo, das ist natürlich immer geil.
Niklas, den hatten wir schon. Rauflos, waffenloser Kampf. Ohne Waffen zu kämpfen. Ja, das kann mitunter ganz wichtig sein. Geil. Vielleicht eigentlich nur noch etwas für Michael, irgendetwas Spezielles, klassenmäßig. Edelgard muss eben gucken, noch ein bisschen mehr schwer, damit sie zum Lord werden kann. Ich glaube, da ist bei ihr immer noch. Ja, es sind noch E+, das sind zu wenig Leute. Da muss noch ein bisschen höher. Kann ich bei ihr vielleicht? Moment. Ja, die kann in Kampftechniken. Nee, was ist das jetzt? Ziele. Bei ihr ist die Achsenautorität, das stimmt zwar soweit, ich würde aber trotzdem individuellen Fokus momentan auf die beiden setzen. Damit zumindest noch ein bisschen höher geht. Bei dir ist sowieso klar, du hast da irgendwie keinen großen Bock, irgendwie was anderes. Die Autorität ist bei dir eben auch nicht schlecht. Lassen wir es mal so. Axt und Faust. Was? Was hast du denn überhaupt für ein Axt? Ah, 10 plus. Okay, nee, du musst nichts mehr. Mach's mit bloßen Fäusten. Hast du noch irgendwie individuell? Nee. Also die individuellen sind schon wichtig. Hexe zu werden, ja, hat sie bei ihm. Ja gut, sie habe ich bei ihr noch relativ schnell drin, ne? Da kann ich auch individuell mal kurz gucken und so. Das läuft, bei ihr läuft's auch. Ja, warum du die Lanze haben sollst, ist mir noch unbegreiflich. Ich glaube, momentan sieht es so aus, aber ich hätte eher gesagt, komm, wir machen bei dir Reiten und Glaube. Das ist irgendwie ein bisschen vernünftiger, Freunde. So. Egal, was machen wir im nächsten Part? Ich würde sagen, wir mal ein bisschen erkunden. Kämpfen können wir bis zum 26. noch genug. Ich glaube echt, ich mache da diese Hochzeitsquest erst am 26. Und gucke erstmal, wie ich da noch mit Raffen so zustande komme. Sprich, muss man Rüstungswert nochmal erhöhen und dann bei Mercedes gucken, dass ich dann noch auf Rang B komme mit dem Support. Und dass ich den noch rekrutieren könnte und so. Und Felix fehlt auch noch und ach, es fehlt noch so viel, Freunde. Es fehlt noch so viel. Aber das und vieles mehr erst wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dahin, ciao zusammen.